Wenn die stärksten Kämpfer der Welt in den Ring steigen wollen, dann ist es Zeit für ein neues Dragon Ball Abenteuer und damit willkommen zu meinem neuesten Let's Play Projekt Dragon Ball Z. Battle of Z. Mein Name ist Michael, der verrückte Dragon Ball Typi. Und ja, los geht's hier mit dem neuesten Kracher für die PS3, Xbox 360 und sogar für die PS Vita. So, eigentlich noch kämpfen hat sogar schon mein letzter Test zur Demo, genau. Nein, jetzt bitte nicht, Abbruch. Den Offline-Modus, ja gerne, wir wollen dann zuerst mal den Story-Modus zocken. Genau, die Demo haben wir bereits gezockt. Und auch das ist nichts Neues, Freunde, denn eine Demo ist im Prinzip immer sowas wie, naja, ein Vorzeigeprodukt, nicht wahr, eines neuen Spiels. Deshalb interessiert mich jetzt vor allem mal, was ist jetzt von der Demo in die endgültige Version so Neues dazugekommen? Sprich, ist das Kampfsystem ein bisschen schneller, ein bisschen flottiger oder ist es, gibt es sonst etwas Neues? Mal gucken. So, die Dame schon im Hintergrund, kann sowieso nicht schaden. Einzelspieler, Optionen, mal ganz kurz gucken, Einstellungen, nur damit ich weiß, dass hier die Musik, Effekte, Dialoge, okay. Muss aber etwas so gut sein, Musik ein bisschen niedriger, damit ihr gut die Dialoge hört, Untertitel an, Dialogsprache. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin persönlich eher so ein Fan vom Japanischen. Mittlerweile aber festgestellt, dass viele von euch eher die englische Version mögen. Also, wenn ihr da lieber Englisch, lieber Japanisch habt, könnt ihr das ruhig in den Kommentaren schreiben und dann kann ich das jeweils wieder umstellen. Das ist kein Problem. Und jetzt gute Frage, fangen wir jetzt an. Englisch oder Japanisch? Untertitel aber sowieso an auf Deutsch. Ich mache mal für den ersten Part Englisch, wa? Ja, so hat eigentlich alles in Ordnung. Gut, dann denke ich direkt mal los mit der Hauptstory. Oh Mann, ich denke mal, es wird mit der Saiyajin-Saga losgehen, wa? Ist ja eigentlich immer so. Gut, Info. Willkommen beim Einzelspieler. Willkommen. Hier kannst du Einzelspieler-Missionen spielen. Wähle zuerst Mission und wähle dann Start. Und von dem her eigentlich nichts Neues aussieht. Gegenüber der Demo zuerst Mission und Charakter wählen. Menü. Okay, kann noch speichern, Einstellungen. Das gleiche wie vorhin. Okay, gibt es noch etwas, was ich hier einstellen kann? Muten Roshi Info. Kann ich schaden? Info Nummer 1. Ja, kann ich auch schon bereits. Das war ein kleiner Fehl. So am Bildschirm. Nö, okay. Dann mal gucken. Welcher war's denn schon wieder? Zuerst Mission und Charakter wählen. Ja, also hier Mission. Ja, kennen wir auch alle noch aus der Demo. Denke mal, das Kampfsystem habe ich ja. Ja. Spieler Nummer 1, haben wir mehr Spieler? Gab nicht, wahr? Nö. Nur Goku, was hat da alles drauf? Kaioken, Explosion, Special. Ultimativ Genki Dama, die hat dir noch in der Demo gefehlt. Da hat mir gesagt, ich muss irgendwie R3 drücken oder so. Was älter oder so? Ich weiß gar nicht mehr welche oder was. Ist halt stark, keine Ahnung. Wir werden schon herausfinden, keine Sorge. Das finden wir schon heraus. Gut, jetzt haben wir das und wenn wir sagen, los geht's. Natürlich will ich, was auch sonst. So, willkommen zum Beginn einer Reihe von heftigen Kämpfen. Ich drücke dir die Daumen. Ja, danke mit Roshi. Peace. Er lädt. Ist ja nichts Neues. Ich frage mich vor allem, wenn Online-Modus, ob es da nicht mehr so laggy ist wie noch in der Demo, ey. Das wäre ja teilweise echt übel. Beginn des Kampfs. So weit, so gut. Da steht er wie eine Statue. Kampfstart. Ist das eher zum Trainieren oder was? Ja, normale Bewegung, mache bereits. Sturm. Ist auch ein bisschen ungewohnt, oder? Dass man. Moment. Unsichtbare Mauer. Komm nicht weiter. Ist total ungewohnt, so mit Viereck und Kreuz zu stürmen. Naja. By Chi-Chi again for training so much and not working. Okay, I think I'll scope the area from the sky using my flight technique. Wieso eigentlich nicht? So, halten. Und X fallen. So weit, so gut. Hier oben. Ich fliege wie ein Vogel. Eine schlechte Power, gar nicht gut. Die müssen wir sofort erledigen. Wer könnte das wohl sein? Vermutlich eh nur um Pflanzenmann. Ja, schon wieder mit anvisieren. Das war doch irgendwie, hallo? Nee. R1, komm schon, wo ist es jetzt? Achso, die kommen erst. Pflanzenmänner, ach du Scheiße. Pflanzenmänner.
Sind ja ein bisschen blau dafür, wa? So, anvisiert, gut. Mit der 1, es klappt soweit. Ach, und dann wollen wir mal. Hallo? Ah, jetzt. So, und komm, der Angriff. Boom. Tschüss. Das war der mal. Gut, der nächste kann ich irgendwie auch Kaioken. Das ist das andere. Kaioken war, glaube ich, hier, war auf L2. Armer Typi. Was? Bereits erledigt? Gehen wir schnell. Weiter Gegner, aber drauf getaucht. Wo sind sie denn? Und mich, Kumpel. Und die Jagd und Tschüssikowski. Leben noch. Nicht mehr lange. Ja, also man kann schon sagen, das Kampfsystem ist schon sehr gewöhnungsbedürftig im Vergleich zu anderen Dragon Ball Klassikern, vor allem der Budokai und Budokai Tenkaichi-Reihe. Ich erwähne da nur besonders mal Wedge Blast 2. Trotzdem, ich denke vor allem da im Online-Modus mit 8 gegen 8 Spielern kann das durchaus Fun machen. Ja, man kann losjagen. Keine Shohos. Irgendwie kann man auch kombinieren hier, oder? Wenn ich irgendwie näher miteinander, manchmal. Wenn ich jetzt 2 Tasten dann kombiniere, müsste irgendwie klappen. Oder zuerst eine und dann andere. L1 plus eine mächtige Ki-Explosion ab. Versuchen wir es mal. Aha, eine Mini-Kamehameha, ja. Hatten wir auch schon in der Demo. Voll übel, wa? So, das war der. Steht nochmal auf? Nö. War der Gegner, was schon wieder? Ja, wundert mich auch ein bisschen. Nein, das war falsch, das wollte ich. Ja, muss an die Kombination ein bisschen, ja, besser Intus kriegen. So, ist langsam down, immer noch nichts. Gut, L2 hatten wir bereits. Tschüss, Moment mal. Blocken wir doch L1, genau. Ups. Tschüss, Bams. Also, er lebt immer noch. Jetzt reißt's aber. Geht doch. Schädel, ey. Das wäre jetzt eigentlich eine coole Idee, weil ein bisschen Hunger haben wir immer schon. Mission erfüllt. Ja, war ja sehr, sehr schwierig, ey. Geil. Ja, war's bereits. Okidoki. Abschlusspunkte, Kampfpunkte, Teambonus, Spezialbonus bis jetzt. Also alles so wie auch schon in der Demo. SS-Rang her, gar nicht mal so übel. Gesamt EP, verdiente EP und Rang 3. Karten bekomme ich. Welche genau? Kannst du freigeschaltet? Ja, schön. Spiellog auch gut. Daten werden gespeichert. Was ich leider ein bisschen schade finde, wobei vielleicht doch ein bisschen besser, dass das Spiel nicht für die PS4, also sprich bereits die Next Generation ist. Wobei ganz ehrlich, wenn das erste Dragon Ball Spiel für die Next Generation Konsole wäre, dann, ach du Scheiße. Karten ausrüsten, ja. Spiellog freigeschaltet. Kampfstatistik ansehen, alles klar. Gleich mal gucken, der Spiellog. Lebenscharakter, Goku, ja bis jetzt natürlich schon. Was? Saiyan-Saga, oh. Also bereits mal, wir haben hier noch einiges zu tun, war. Sprich mal die Saiyajin-Saga, dann kommt natürlich die Freezer-Saga. Cell und Buu, dann kommt vermutlich noch die Bill-Saga, ja, sprich eine Anspielung auf Dragon Ball Z Battle of Gods und dann, ja, was kommt dann noch? Die Filmcharaktere, oder? Vor allem die Giant-Gegner wie Hildegard, Metallcooler. Broly gibt es ja auch noch als Filmcharakter. Ach, wir haben noch so viel zu tun hier. So, Kartensammlung. Was macht überhaupt die Karte? Ranglimit, verstärkt Bewegungstempo. Kann ja eigentlich nie schaden, wa? Geht doch gar nicht, okay. Dann eben direkt mal zur nächsten Mission. Das haben wir. Gut, die zweite, ein mysteriöser Feind. Oh, vernichte alle Gegner. Der vierte ist noch unbekannt. So. Oh, Krillin ist auch dabei. Cool. Wenn du schon mal da bist, Kumpel, kann ich dich irgendwie noch ein bisschen upgraden. Komm schon, wie geht das? Charakterinfo. Anpassen, geht doch. Hast du jetzt hier alles? Gut, mal den ausrüsten. Hast du da noch einen? Und jetzt, was hast du sonst? Hast du einen dritten bekommen? Wo ist denn der dritte jetzt? Ist der hier? Nö. Ah, verstärkt Spezialfähigkeit. Geil. So, bestätigen. Perfekto.
Goku, Krillin. Na gut, die Grafik natürlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Irgendwie sieht es wie eine Mischung aus, aber schon mal in der Demo erwähnt, eine Mischung aus Burst Limit, weil es ein bisschen ernstere Charakterzüge sind. Aber das Ganze wirkt auch ein bisschen verwaschener, als hätte es irgendwie so ein bisschen was von Ölgemälde. Gleich immer gerne mit The Legend of Zelda Skyward Sword. So, Mission Start. Kick One Spezialfähigkeit, hör auf zu sticheln. Kann Partner auch in großer Entfernung rasch wiederbeleben. Oh. Ja, gut zu wissen. Lädt. Was auch sonst. Ein mysteriöser Feind. Das haben wir im Hintergrund für ein Haus. Ist ein Bauernhof? Eine Mühle vielleicht. Yeah. Immer voll ernst, die beiden. Cleans Augen, ey. Wupp. 3 türkisfarbene Pflanzenmänner. Kein Problem für uns. Ihr trefft mich nicht. Ihr trefft mich nicht. Ich aber schon. Tschüss. Mann, wieso geht das nicht? Wollte schon sagen, ey. Oh verdammt, meine EP-Anzeige vergesse ich immer wieder. Das verpeile ich ja immer wieder. Ich Trottel. Bereits down? Yep. Den erstmal bitten darf. Und tschüss. Also viel drauf an die wirkt doch nicht. Weitere Gegner. Tschüssikowski. Hab mich gefreut. Und der nächste Streich. Folgt zugleich. Kalin, komm schon. Alter, du hättest eine Kette machen können, du Trottel. Wo ist jetzt hin? Dann vorne. Bleib stehen. Voll erwischt. Gut. Ein Special Move lasse ich momentan noch. Also sowieso viel mehr EP dafür. Tschüss. Ja, ich merk's, aber Krillin soll mal zurückschlagen. Krillin. Och, Menno. So, was war's damit? Ah, der Gegner schon wieder. Alter, haben die keine anderen Sorgen? Noch Hobbys. Was machen die? Aua! Kann man voll an, was soll denn das? Ich blocke. Was zum... Hab voll geblockt. Was? Alter, die Steuerung. Ich hab doch... ich hab anvisiert, ich hab zugestanden, trotzdem trifft er nicht. Was zum... Ja, Goku, einmal auf mit Quatsch. Was zum... Hä? Ich hab doch... Wollte schon sagen. Ein bisschen crazy noch teilweise mit der Kameraführung. Im Prinzip zeigt sie mir an, ich würde treffen, aber trefft dann doch nicht. Also, hallo. So. Aua. Gut, wir sind relativ einfach. Das ist bereits der nächste. Komm. Ja. Voll in die Fresse. Wo ist der nächste? War der Gegner. Alter. Das hört nicht auf. Können wir wieder mal ein bisschen Energie geben. Aua. Er hat genug. Ein paar Energie geben. Wie war denn das schon wieder? Aua. Wo weggeschleudert. Daneben. Mann, wieso trefft ihr mich noch? Ich hau doch schon ab. So. Wer greift jetzt da an? Zup. Schon cool, wa? So, wir gehen jetzt da schon wieder mit Anvisieren. Ah, das war nicht so. So, und dann kann ich irgendwie... Ah, genau. Also zuerst mit R3 Partner anvisieren, statt mit R1. Also R3, R1 immer so ein bisschen abwechselnd. Aua. Und dann jeweils so mit dem Kreisbutton in die Energie spenden. So weit, so gut. Nächste bitte. War der Gegner schon wieder. Das gibt's nicht. Wow. Aber echt viele. Was zum... Oh Mann, ey. Wieso treffen nicht, wenn sie im Boden liegen? Oh. Das Verbanden spielen ein bisschen besser. Tschüss. Der lebt noch. Das, was willst du den da? Wo ist der Erste? Da ist er. Und Jagd-Comeback.
Krillin, schau mal zurück! Er will nicht, er kann nicht. Menno, Krillin. Hier reicht's langsam. Bis zum... Ja. So, geht doch. Dann kann ich langsam schon mal einen Special Move einsetzen. Und nicht die Genki Dama, sondern das Super Kamehameha. Das langsam mal klappen, wa? Bei dem aber lieber weniger. Und tschüss. Was? Ja, ist klar, macht gar keinen Schaden. Warnung, Warnung. Was kommt jetzt? Easy win. Kakarot, you're a shame to our entire race. Just Raditz! Das gibt's nicht. Was will der? Aua! Oh, aber wehgetan. Boah, volle Karte in der Mitte. Aua! Da stimmt, war der Typ schon wieder. Ich erinnere mich. Da, ich erinnere mich an unser Match. Du hast keine Chance, Kumpel. Voll von hinten. Ha, da magst du's doch. Oh ne, jetzt bist du am Arsch, Kumpel. Jo, bringt gar nichts. Haha. Hat er voll erwischt. Voll in die Schnauze. Ich mach dir platt. Ein Double Sunday kannst du knicken, Alter. Bams. Krillin, die Kette. Alter. Was bist du für ein Partner? So, wir müssen aufladen. Er will mich abschießen, mein eigener Bruder. Tschüss. Ja. So viel KP, hey. Was singt denn da? Sieht das aus, das sind Salberadis? Ist das eine FP? Könnte sein, wa? Krillin, mach doch mal was, Alter. So, jetzt reißen wir langsam mal. Einfach mal einen Special Move einsetzen, wäre ganz cool. Warten der schon wieder. Ich weiß den Special Move nicht mehr, verdammt. Super Kamehameha. Ja, toll. Wie kann ich jetzt hier... Ich sehe doch nicht, wie ich... Wie die Tassen kommen schon wieder. Ich weiß sie nicht mehr. Meine... Egal. Wird schon gut gehen, irgendwie. Getroffen. Wow! Autsch! Oh, das hat mir getan. Dankeschön, Krillin. Geht's noch gut? Okay. Alles Gute kommt von hinten. Boom, Bams. Fau! Du nervst, Raditz. Noch lange nicht. Oh, jetzt blockt er auch. Du hast ihm keine Chance, Krillin. Mach doch einfach mal was. Being married is good, but it's not as easy as it seems, Krillin. Ja, du musst ja wissen, Goku, wa? Had a cute wife like Chi-Chi. Verdammt, wie ging das schon wieder? Me. Ich weiß den Move nicht mehr, verdammt! Waren's mehrere? Oh, das Kombination? Ich weiß echt nicht mehr. Mini-Kamehameha, bringt nix. Verdammt, ich habe schon wieder Super Kamehameha gemacht. Welche Tastenkombi war es? Das gibt's doch nicht. Oder haben wir noch zu wenig Energie? Geht gar nicht. Weil ich weiß, wir brauchen die Hälfte unserer Anzeige. Also die blaue da links unten. Brauchen wir die Hälfte von der maximalen. Ah, jetzt geht's. Die Tastenkombi war die richtige. Scheiße, er hat geblockt. Warte mal, so doof. Wie er aussieht. Jetzt müsste ich... Okay. Wir haben doch gesagt, das ist getan. Wie soll ich das machen? Ich habe keine FP. Das geht nicht. Der Part wäre auch schon vorbei. Aber egal. Das mache ich noch. Jetzt halt eine Überlänge-Part für den ersten Part. Raditz muss platt gemacht werden. Aha. Ja, super. Kamehameha. Ich muss das mal wegschlagen, weil sonst trifft er mich sowieso wieder, wa? Jetzt aber. Er ist ohne Deckung. Yeah, man. I can't believe these weaklings could do this to me. All right, Goku, you did it. Yeah, Krillin, thanks for your help. Oh, yes, As man. you said you were.
Wir danken Krillin für seine Hilfe. Natürlich bedanke ich mich natürlich auch bei euch für das Zusehen des ersten Parts hier bei Dragon Ball Z Battle of Z. Ja Leute, also man kann durchaus sagen, wenn das Kampfsystem sehr viel anders ist beim Spielen, vielleicht ein paar Dinge sogar sehr gewinnungsbedürftig sind, es macht trotz allem noch echt viel Spaß und ja, also wenn man sagen, in diesem Part geht es hier weiter mit dem Story-Modus, dann geht es hier richtig ab und ich hoffe doch mal, dass wir da noch auf ein paar große Überraschungen treffen werden, die uns vor allem noch in große Staunen versetzen werden. Yes, man. So, ganz kurz gucken. Den Rang müssen steigen. Ja, sehr schön, Rang 4. Neue Karten. Yeah, guck mal, Liegestütz mit einer Hand. Ist der krass drauf, Mann. Die Karte freigeschaltet. Kikohan. Reddit. So, ganz geil, ganz geil. Information, wer hat gespeichert? Du. Yeah, man. So, gibt's noch etwas? Was freigeschaltet so? Nö, war. Was soll ich sonst noch sagen kann für den nächsten Parts, was ich noch zeigen werde, sind die DLC-Charaktere, sprich da vor allem Super Saiyajin Bardock, aber auch Super Saiyajin Goku im Outfit vom Naruto als Sage-Modus. Sprich da gibt es für Dragon Ball Z Battle of Z so ein Kostüm, was dann Goku trägt und hat halt das gleiche Outfit wie Naruto im Sage-Modus, sprich da mit der Schriftrolle auf dem Rücken und dem Umhang und so. Könnte sicher noch interessant sein. Dragon Ball Punkte, kannst du weg und Karten kaufen, sehr schön, machen wir auch noch. Aber alles einmal später. So, Missionen geht dann weiter hier. Mit der höllisches Training, besiege Piccolo. Und dann geht es hier weiter mit Saiyajin-Sagen, allen anderen möglichen Sagen noch. Das sehen wir dann im nächsten Part hier bei Dragon Ball Z Battle of Z. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.